Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in den Kommentaren, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschicht Nummer 27. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir nu wieder was davon vertalen wollen, wo die Melendez-Geschäfte in San Antonio de los Arenales in Chihuahua in den Jahren von 1922 bis 27 mal sehr bosig entstanden wären und wo wir in die dann noch wenige Jahren untergehen mussten. Und vielleicht vertale ich davon later auch noch mal was. Aber nu wird dort gewünscht, dass ich je erst mal was von zwei anderen Geschichten uit onze Geschichte vertalen soll. Eine Geschichte, von wo man wünscht, dass ich da was von vertalen soll, das ist diese. Wodurch und wo entstand 1982 das MCC-Store oder das Aylmer Mennonite Community Store in Aylmer, Ontario. Und die andere Geschichte, von wo ich gewünscht wird, dass ich die vertalen soll, das ist diese. Wanneer, wo und wodurch die sogenannte Landkaart von den mennonitischen Kolonien in Darpa und der Cuauhtémoc umgehend in Chihuahua mal entstanden ist. Und ich will das nu versuchen zu tun, so gut als ich das kann. Aber wo von diesen beiden Geschichten soll ich das erste vertalen? Weil ich noch nicht ganz alles bereit habe zum Vertalen, wo die Landkaart von unseren mennonitischen Kolonien in San Antonio oder an der Cuauhtémoc umgehend in Chihuahua in Feierstoppen entstanden ist, will ich erst was davon vertalen, wo uns am CC-Store in Aylmer, Ontario entstanden ist. Nach meinem Verholen ist das eine so wundervolle Geschichte, dass die wird es abzuschreiben und geschichtlich abzubewahren für unsere Nachkommen. Dann auch die wichtigsten Ereignisse in unserer Geschichte oder auch in der ganzen Menschheitsgeschichte geraten scheinbar immer weiter schwindend Vergetenheit. Und ich glaube, unsere mennonitische junge Lied, Jugend und Kinder, weiten all nu nicht oder wenigstens mal sehr wenig davon, wo viele von unseren Mennoniten 1982, 83 und 84 top daran gearbeitet haben, nicht nur, dass es in Aylmer ein MCC-Store geben kann, aber auch, dass wir Mennoniten von Mexiko im November 1982 der Gastgeber waren für die MCC Ontario jährliche Meeting und an unsere zwei MCC-Utrops an 1983 und 84. Aber wenn ich Ihnen was von dieser wundervollen, lobenswerten Geschichte vertelle, dann will ich so wenig als möglich Namen erwähnen. Denn da sind so sehr viele von unseren Mennoniten, Oldkolonie, Sommerfelder, IMMC'er und IMC'er, wohnen diese Jahren, oder wohnen an diese Jahren sehr begeistert daran mitgearbeitet haben, dass ich doch lang nicht mehr alle Namen nennen kann, wenn ich damit anfangen würde. Und dabei will ich auch lieber nicht mit Namen nennen anfangen, denn ich würde dabei nicht irgendwem utloten wollen. Und nu wird von dem Anfang vom MCC-Store in Aylmer, Ontario. Es wird gewünscht, dass die Geschichte von dem Entstehen von dem MCC-Store in der Stadt Aylmer in Ontario vertalt werden soll. Und ich will dann nu versuchen zu tun. Ich will je hier nu kort, nach meinem besten Verstehen, von diesem wundervollen Ereignis vertalen. Das heißt, sogar dass ich die Einzelheiten von unserem damaligen Toparbeiten in Aylmer noch verstehe, top zu stellen. Aber weil ich von lang nicht alle damaligen Meetings kopieren habe, kann ich mir nicht mehr alle Einzelheiten in Erinnerung rufen. Von den vielen Meetings, die wir in Aylmer von Juni Monat an bis zum Ende vom Jahr 1982 gehabt haben, fing ich lang nicht von allen Protokollen kopieren. Aber ich will aus den Protokollen oder aus den Minutes, die ich noch habe, herausnehmen, was ich kann und will hoffen, dass ich mich
doordat ich noch genug Träg an Gedächtnis roepen kon. Om je so verständlich als möglich zu vertalen, wat ich diesem sehr trocken Sommer in Horst, alle in de Elmer omgehend passiert ist. En ook van wo so viele von unseren Mennoniten 1983 und 84 daran gearbeitet haben, dass wir durch 2 sogenannte MCC-Utrops Gelder sammeln können. Aber von no 1982 habe ich noch viel weniger Kopien von unseren vielen Meetings. Wahrscheinlicherweise, oder recht gesagt selbstverständlicherweise, will sich dann wieder haben, wie lange nicht alle Meetings mit beigewast sind. Ich will hier nu erstens mal davon was vertellen, wo dort manch unsere Mennoniten 1982 zu einem Anfang gekommen ist, nicht mal mit dem MCC-Store oder Elmer Mennonite Community Store in Elmer, aber auch davon, wo wir Oldkolonie Mennoniten von Mexiko in Elmer, wo wir all zu 4 verschiedene Kirchen oder Gemeinden gehörten, top anfangen wird, für das MCC zu tun. Wo viele von uns 1982 monatelang daran schafften, ein MCC-Store anfangen zu kennen. Und wo noch viel mehr von uns im selben Jahr auch noch daran gearbeitet haben, dass wir Mennoniten von Mexiko reit worden können, am 19., 20. und 21. November zum ersten Mal die Gastgeber für die MCC Ontario jährliche Meeting sein zu kennen. Ich weiß aber auch, dass ich dabei vielleicht einige wichtige Sachen nicht vertalen war, weil ich mir auch mit meinem besten Willen nicht mehr alles trägend Gedächtnis roepen kann, von mehr als 20 Jahren zurück. Und daarbij will ich daran beten, dass wenn irgendwer von den vielen damaligen Mitarbeitern das macht, dass ich wichtige Einzelheiten in diese unsere wundervolle Geschichte nicht vertale, dass die mir dann sagen, was die denken, dass ich das auch hart vertalen sollte. So können wir dann vielleicht auch diese Einzelheiten noch wenigstens an der geschriebenen Geschichte in den Arbeiten und abbewahren. Wo oder wodurch fängt das alle an zu passieren? MCC Ontario hat in Elmer eine Arbeit angefangen, durch wo sie die viele von Mexiko gekommenen Mennoniten halben ihre Citizenship oder Immigrantpapieren fertig machen zu können. Prediger David Friesen in seinen Frühhellen von Saskatoon, Saskatchewan, die hatten diese Arbeit an der Elmer MCC Office etliche Jahre all getan. Aber dann, 1980, reden David und Helen Friesen ihre Arbeit an der Elmer MCC Office auf. Die resigned. Und dann überreden Bill Jansen von der MCC Canada Office in Ottawa und Ray Schlegel, der Direktor von der MCC Ontario Office in Kitchener, mir, dass ich diese Arbeit an Elmer übernehme. Und als meine Frau und ich dann 1980 im Oktober nach Elmer gekommen wären und ich dort die MCC-Arbeit übernehmen, wo der Prediger David und Helen Friesen da angefangen hatten, dann sehen meine MCC-Ferien mir ungefähr so. Du sollst wieder die Arbeit, die von Mexiko gekommenen Mennoniten zu helfen mit Citizenship und Immigrantpapieren merken, auch noch so viel als möglich versuchen, jenen Mennoniten damit bekannt zu merken, was das MCC ist, was das MCC tut, wo alle ihre Arbeit finanziert wird und wo MCC nicht nur in Ontario, aber auch in viele verschiedene Länder in der Welt auf verschiedene Wege versucht, Menschen zu helfen und so weiter. Weil David und Helen Friesen also schwind als möglich von ihrer MCC-Arbeit zurücktreten wollen, wir damals all nicht genug Zeit, um mir auch die gewöhnliche rechtmäßige Orientierung zu geben, wo eine MCC-Arbeiter gewöhnlich kriegen, ehe sie ihre Arbeit anfangen. Und da wären wir meine Orientierung ganz kurz diese. Meine MCC-Fähigkeiten, der MCC Ontario Director Ray Schlegel und der MCC Canada Angestellte in Ottawa, die sahen sich mit mir top an und unterrichten mich ungefähr so. Die Arbeit an der Elmer MCC Office soll hauptsächlich diese sein.
die sollst die von Süden nach Ontario gekommenen Mennoniten damit helfen, dass sie, wenn das möglich ist, ihre Citizenships, ihre Bürgerrechte oder ihre Immigrantpapieren und was selbst noch mit einem legalen Status verbunden ist, vor dich kriegen. Sodass sie, wenn sie hier in unserem Land wohnen, alle legalen Status haben können. Und wenn du diese Lied damit helpst, und die dabei vielleicht Frauen waren, was sie die schuldig sind für den helfen, dann sollst du an bei dieser Gelegenheit sagen, dass du deine Arbeit von dem MCC betalt kriegst und dass sie die nicht schuldig sind für deine Arbeit fahren. Wieder sollst du, wenn das Gelegenheit dafür gibt, auch sagen, dass das Geld, womit das MCC ihre Arbeiter betalt, alles freiwillig gegeben sind. Gaben, wo nur einzelne Menschen entweder direkt dem MCC geschenkt haben oder wurden von Menschen geschenkt und dann dem MCC durch unsere Kirchen und andere Organisationen zugeschickt worden sind, wo auch teilnehmen wollen an der Arbeit, wo das MCC dort mit Menschen helfen, nicht nur in Ontario, aber auch auf verschiedene andere Städten in dieser Welt. Und wenn du Gelegenheit gehabt hast, Menschen das zu sagen, dann sollst du auch sagen, dass, wenn sie sich dort leisten können, dann sollen sie dem MCC vielleicht mal was geben für die Hilfe, wenn sie von die durch den MCC-Office in Elmer gekriegt haben. Und auch, dass, wenn sie sich dort nicht leisten können, für diese Arbeit was zu bezahlen, dann sollen sie sich dabei nicht schlecht fühlen, wenn sie umsonst geholfen worden wären. Ich muss der MCC-Office in Elmer immer auch einen Abend in der Werk abhaben und da meine Arbeit tun. Sodass, wenn Menschen, wo jeder Arbeitstag in der Werk arbeiten mussten, da wenigstens an einem Abend noch Hilfe kommen können. Und ich habe noch mal gut ein Jahr in der Elmer MCC-Office gearbeitet, dann kamen an einem so einen Abend 2 ukrainische Vorsteher noch mich in der Office und fragen mich ganz einfach diese Frau. Wo würden wir Mennoniten hier in der Elmer Umgegend kennen, zu einem eigenen Altenheim kommen? Wo würden wir dort müssen angehen, dass die Regierung uns damit helfen würde und so weiter. Ich besann mich im Bett über diese große Frau und dann sagte ich zu diesem Mann ungefähr so. Wenn wir Mennoniten mit so einem großen Unternehmen anfangen wollen und dabei dann noch wollen erwarten können, dass die Regierung uns damit helfen wird, dann wollen wir hier in unserer Umgebung vielleicht doch erst irgendwo mit kleineren Unternehmen bewiesen müssen, dass wir Ulkelnier, Sommerfelder, IMMCer und IMCer alle top was tun können. Und dann fragen diese Männer wieder, was würden wir hier zum Beispiel erst top tun müssen oder tun können? Und ich antworte ungefähr so. Wenn wir Mennoniten von Mexiko, Ulkelnier, Sommerfelder, IMMCer und IMCer hier in Ontario top was tun lernen wollen, dann können wir alle top vielleicht auch dort tun, was Mennoniten in Manitoba viel und gut top tun. Und dort ist, die Manitoba-Mennoniten von all den verschiedenen mennonitischen Gemeinden arbeiten alle top in ihre MCC-Sturen. Und wenn wir Mennoniten von Mexiko hier in Elmer erst mal beweisen wollen, dass wir alle top was tun können, dann sollen wir vielleicht auch erst mal top mit einem MCC-Stur anfangen. Und dann prollte ich zu diesem Mann so ein Bett, wo die Mennoniten von verschiedenen Kirchen in Manitoba, ab so eine Städten aus Winkler und Altona, als sehr gut haben top arbeiten gelehrt, dadurch, dass sie alle top sehr viel freiwillige Arbeit an MCC-Sturen deuten. Und dass sie durch diese Sturen sehr viel Geld annehmen für MCC-Notländerungsarbeit in viele verschiedene Länder und so weiter. Wieder prollte ich an jenem Abend damit, dass so ein Top-Arbeiten an einem MCC-Stur in Elmer auch die Reckerlied an der ganzen Umgegend damit halten kann, dass sie ihre Sachen nicht einfach wegschmieden und auf dem Mellacker fahren lassen brauchten, wenn sie die nicht mehr brauchen wollen.
Aber dort so ein Lied, wenn sie ihre Sachen loswerden wollen, dem MCC-Stuhr die geben können. Und dat MCC-Stuhr kann dann viele armere Lied damit helfen, dass sie gute Sachen billig kaufen können. Und dort waren auch an Elmer alle MCC-Stuhrarbeit ohne betalt gedonnen worden wird und alle Sachen ohne betalt abgebracht worden wurden, dann kann das auch hier sehr viel Geld anbringen für das MCC, zum armen Menschen helfen in armen Ländern. Und bovenaan sehe ich, jetzt viele ältere Frühs und auch Männer, dort sehr gut, wenn sie wenigstens an einem Tag in der Weg top was tun können und steht sich immer tüß langweilen. Ich habe diese Vorsteher niemals gefragt, ob das Verein Sinn gemerkt hat, was ich an jenem Abend gesagt habe. Oder was sie von meiner Meinung an diese Sache geholt haben und so wieder. Aber ich weiß bloß, dass ich von diesem Abend an immer weiter, wenn ich bei Clarks oder bei Johnny's mit 2 oder 3 Männern taub am Kaffeetisch saß, damit prolt, was die verschiedenen Mennoniten in so einer Städte aus Winkler und Altona taub deuten und durch MCC sturen. Und ich prol dann wieder damit, was wir Mennoniten von Mexiko und Elmer alles wurden taub tun können mit und durch eine gemeinsame Arbeit an einem MCC-Stuhl und so wieder. Ich tät das so lang, bis einmal ein Mann mir einfach mal an unserem Kaffeetisch sieht. Na, George, wann wirst du mal abhören, mit bloß einmal pochen, was wir alles taub tun können? Wann wirst du mal anfangen, was damit zu tun? Und es steht einmal bloß pochen mit, was wir alles würden tun können. Ich weiß auch nicht mehr, wer das Mann war. Aber wer immer dort war, das Mann hat mich mit seiner Frau abgeweicht. Nach einer ganz kurzen Besinnung antworte ich ihm ungefähr so. Dankeschön für deine Frau. Das ist eine gute Frau. Aber die Frau ist ja nicht, wenn ich mit dieser Sache was tun war. Dann ich war damit nicht tun. Die Frau ist vielleicht, wenn war wie 4 Männer, die wir hier an diesem Tisch sitzen, mit noch anderen Männern anfangen damit zu arbeiten, dass wir hier zu einem Anfang kommen können mit einem MCC-Stuhl. Ich weiß nicht mehr korrekt, wer von diesem Tag an alle geholfen hat, dass wir mal Menschen kriegen wollen zu einem ersten Meeting. Aber ich weiß noch, dass nicht sehr lang Zeit, dann hatten 7 Lied am 21. Juni 1982 ihre erste Meeting, um darüber zu reden, auf oder wo wir mit einem MCC-Stuhl in Elmer anfangen wollen. Und ich verwundert mich an diesem Abend, woran diese Lied alle wären, daran mithelfen zu wollen, dass wir mit einem gemeinsamen MCC-Stuhl in Elmer anfangen können. Diese 7 Lied waren sich an diesem Abend daran einig, dass sie während der nächsten Weg Raumfrauen wollen, auf und wo passende Gebiete in Elmer entweder zu renten oder zu kaufen sein würden. Und dann bereden sie, wir wollen am einen Weg weiter kommen und wieder daran planen, wo die Elmer am Mennoniten mit einem MCC-Stuhl in Elmer zum Anfang kommen können. Hier brechen wir auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von wo das MCC-Stuhl in Elmer, Ontario 1982 entstanden ist und von unserem ersten Mal MCC Ontario jährliche Meeting, Gastgeber, Senden und so weiter. Was nächstes Mal? Ich sehe George Rempel.